Joel, Eli, Robin? weini waren lasch Dates? bei mir ist das manchmal ein bisschen hier, so über die Jahre. Aber der Eli? Bei mir war es für rund genau 2 Monate. Ah, bei dir, Robin? Also stimme ich bisschen schwer mit der Definition, von was überhaupt ein Date ist. Das heißt, dem nur wer nicht da guckt, entweder für einen Monat oder für 3D. Das heu aus Maybe Sex. Wir schwatzen als Mittwoch über den anderen Thema zur Sexualität. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch, freitagsmittags um 3 oder auf www.sexpodcast.lu. Hallo und willkommen zu der neuen Episode von Maybe Sex. Der Episode Nummer 115 schon, wenn ich mich nicht irre. Ganz genau. Aber wir sind heute zu 3 an der Aufnahme. Wie will da so und über was wir heute schwatzen? Ich kann das gerne erzählen. Wir schwätzen heute über Dating an polyamorösen Beziehungen. Das heißt, für den schon 1 oder 2 oder noch mehr Partnerinnen an et will ihn trotzdem nach ob ein Date gehen oder nicht trotzdem mehr et will ihn nach weiter ob ein Date gehen. Wir wollen heute ein bisschen darüber schwätzen, wieso ihn das überhaupt möchte, wie ihn sich am besten darüber vorberät, was das heißt, was das für Gefühle das verbunden ist, worüber ihn vielleicht soll aufpassen. Wir erzählen vielleicht auch die ein oder andere witzige Geschichte, was bei euch schon so gut oder schlecht oder ganz schief gelaufen ist. Joel und Eli, für was geht er dann auf Dates? Ich fand ein Date generell spannend, weil es heißt, neue Personen kennenzulernen. Und dann ist es vielleicht an der Hoffnung, dass du sich mehr daraus entwickelt, mir nicht unbedingt. Heißt du, sind schon mal auf ein Date gegangen und daraus aus eine Freundschaft gehen oder sind mal auf ein Date gegangen und das waren und schon die Person nie mehr rumgesehen. Mehr für mich ist es mal für einfach eine neue Person besser kennenzulernen. Das heißt, du gehst auch gerne auf Dates. Ich gehe mittlerweile gerne auf Dates, wo ich noch mehr jung war das immer etwas, was mich immens nervös gemacht hat. Und dann war ich auch immens nervös auf den Dates und die sind meistens schlecht verlaufen. Aber das war dann noch irgendwann so für mich etwas, okay, ich muss das irgendwie oft machen, weil dann gehe ich auch besser da dran und dann macht es doch noch mehr Spaß. Bei mir gehen tatsächlich so Phasen, oder sie nicht immer so Phasen gehen, so, wo ich nicht so gern gegangen bin und dann eine Zeit lang, wo ich auf viele Dates gegangen sind und ich das Gefühl hatte, die wären mega oft ziemlich erfolgreich, dann möchte ich natürlich auch Spaß und dann habe ich natürlich auch dann mehr Lust für das öfters zu machen. Ob man es also mir so gegangen. Ich muss sagen, dass ich in letzter Zeit noch nicht so viel gedate habe, wie ich auch schon angedeutet habe, aber echt, weil sich das nicht so ergeben hat oder weil viel von den Kontaktaufnahmen, die so online gehen, die vielleicht am Anfang vielversprechend wären, dann aber sehr aufgeflecht sind, sodass es da gar nicht zu einem Date kommen aus, wobei natürlich auch so eine echte Kontaktaufnahme auch schon als eine Form von Dating kann interpretieren, wenn ihr wollt. Das heißt, dann geht ihn zwar nicht ob ein Date am Sinn von einem Termin mehr lehrt den eine neue Person kennen. Mir am Anfang fand ich das immer eine ganz interessante Gelegenheit, weil es so eine zielgerichtete Aktivität ist, so von wegen, es lehrt den eine Person an einer kurzer Zeit kennen und für den so seinen Moment für den ersten Eindruck zu gehen. Ja, irgendwie hat das. Das fand ich mega interessant, weil ich gehe noch nicht ungern auf Dates. Dates aus sich habe ich auch gern, weil neue Leute kennenlernen und vor allem, wenn es etwas Spannendes ist, wo ihn direkt kann man den connecten und eine gute Erfahrung mit denen machen. Aber ich hasse nicht, für neue Leute aufhängen zu daten, weil ich da immer immens nerve-wracking fand und das mich immer immens nervös. Und ich habe auch actually nicht so oft wirklich Dates, weil ich normalerweise mich mit Leuten aufrennen und dann irgendwann entwickelt sich daraus ein bisschen mehr etwas. Schon in Dates auch ich immer keine, also nicht wirklich weird, mit das immer so eine speziell ganz eigene Energie
zu den Dates. Die Leute sind aber ein bisschen nervös und tut ich schon so gut, wenn ich das nicht will, eine gewisse Hoffnung oder Erwartung von, okay, das hat kein Potenzial den Anfang von etwas Großem Sinn. Also gut, wenn ich probiere, das loszugehen, zumindest ich ging das nie so ganz 100% los. Mengen dat das wësse, weil man am Kap alle goeten hunn, dat et wësse wie so e Vierstellungsgespräch ass an den einfach so de Lichtungsgedanken am Kappe dann so dat muss lo klappen, ich muss lo quasi net den Job kreien, me die Beziehung kreien oder die Punkte bei der Person kreien. An am Fong kann ich auch probieren, dat so lacker wie méch so okay mir probieren einfach 1-2 Stunden eng cool Zeit zu verbringen, aber man dann no feststellen, dat man Lust schon dat mir oft mir oft me natürlich. So einfach wie sich das sieht, mischt sich das nicht immer. Ja, ich meine ja auch gerade, wenn jemand einer Person wie so ein Date geht, dann hat den einen gewissen Gefallen an der Person und sie gewissen Stakes schon dummer dran. Dass ihn hofft, dass in der Person gefällt und dass die Person auch einen weiter gefällt und dass das Potenzial sich erfüllt. Das ist auch richtig wie auf der anderen Seite, wenn den Date dann nicht gut verläuft, dass vielleicht eine Enttäuschung da, weil sich Hoffnungen gemacht hat, die nicht erfüllt gehen. Oder wenn die eine Person die nicht so cool fand, wie ihn da erhofft wird, dann kann da doch recht viel verletzend sein. Ja, definitiv. Ich meine, gerade wenn ihn noch nicht so viel Erfahrung hat, oder vielleicht auch nicht so selbstbewusst ist, kann ein schlecht Date schon einen relativen Knacks an den eigenen Ego gehen. An Robin oder Joel, auf welcher Hinsicht kann dann Daten an einem polyamorösen Kontext dabei helfen? Also ich wollte am Anfang lo bisschen zu Summe fassen mit der den Anfang die relativ ähnlich Motive höchst für ob so ein Date zu gehen, wenn ich stelle mal zu Summe fasse, was mir so geso tun. Me ich denke, wenn den an einer Beziehung aus schon und dann den dann hört den ob manst den Rückhalt, der weiß, okay, ich kann da nur bei einer Person oder bei Personen zurückkommen, die mich gern haben, die ich gern haben. Und da ist nicht so, okay, wenn das nicht klappt, dann verpassen ich vielleicht Licht von meinem Leben oder die an die Chance für die enge Person kennenzulernen, weil ich eben weiß, okay, es gibt nicht die enge Person mit, es gibt viele Personen in meinem Leben, die ich gerne habe oder potenziell viele Personen, die ich gerne in meinem Leben. Das heißt, das einfach ein bisschen so ein doppelter Boden da oder ein bisschen so ein Netz, für den abfangen kann und steht den noch nicht ganz lang da. Ja, und ich fand doch immer wahnsinnig schön, für mit anderen nicht monogame Leute auf Dates zu gehen. Ich date nicht, weil ich Angst dafür immer lang sind, oder weil ich kein besser zu dienen habe, oder weil mir irgendetwas fehlt und ich gerne die romantisch oder sexuell oder was auch immer Beziehung da gerne hat, für das einfach zu füllen. Mich daten, wenn ich eine Person daten, dann daten ich sie, weil ich wirklich andere Uni habe und weil ich genug andere hier hun für Zeit an meinem busy Kalender freizumachen, für die Zeit mit hier zu verbringen und für auch die emotionale Arbeit anzustierchen. Und ich fand das persönlich so wertvoll und cool von Leuten, so mit mir auf Dates gehen, weil ich weiß, dass das für sie auch der Fall ist, normalerweise. Vielleicht schwätzt man ein bisschen drüber, was für Formen so an polyamoröse Kontexte gibt da so verschiedene Begriffe, verschiedene Konzepte, wie ein sein Beziehungsgeflasht kann aufbauen. Die Leute, die haben einen Primary Partner, die Leute, die haben einen Nesting Partner. Wird Lust von ich, als die ganzen Begriffe mal aufzuzählen, vielleicht kurz zu definieren. Ich kann es gerne probieren und sind dankbar für Erweiterungen. Okay. Ich meine, worum es sich viel handelt, als ein Unterschied an Hierarchien und an Eskalation und so Entanglement. Zum Beispiel Nesting Partner geht generell eine Person bezeichnet, mit der an einer nicht platonische Beziehung ist und mit der zusammen wohnt. Das heißt, mit der sich ein Nest baut oder auch ein Leben zusammen aufbaut. Da gehen dann auch Konzepte wie zum Beispiel ein Primary Partner, dass er einfach an der Prioritätenliste von Menschen, die in seinem Leben hat, einfach die Person auf der höchsten Priorität steht. Manche Leute haben noch Secondaries, das heißt Secondary Partners, die dann an der Prioritätenliste unter dem Primary stehen. Und noch Leute setzen dann noch eine dritte Ebene dabei, dass sie Tertiaries, also Tertiary Partners haben, die dann vielleicht noch mehr casual sind und die dann einfach von der darum geht, für die Schwarze machen, okay, schon x Stunden Zeit an meinem Leben, wie kriegt einfach die meisten Aufmerksamkeit davon. Da gehen da auch Leute, die machen nicht ganz anders, zum Beispiel Relationship Anarchy, also ein Konzept, wo ein aktiv probiert, die Hierarchien aufzubauen, auch zwischen platonischen und nicht platonischen Beziehungen.
an mehr auf Besoin fokussiert ist. Also es gehen 100.000 verschiedene Wege für nicht monogam zu leben. Und das ist, ich fand, du durch all Beziehungskonzept seine eigenen Erwartungen, wenn es um Regeln, an Aufmachungen, an Boundaries geht, war doch immer ein ganz individuelle Sache aus. Und ich hab's vergessen. Ich ging nach einen Ankerpartner dabei setzen, an das vielleicht an einem nicht hierarchischen Kontext die Person, die gerade an dem Moment die meiste Platz anhält oder von die meisten Intimität, also noch vielleicht die größten Commitment, das ohne dass die unbedingt will oder am Gang zu summen zu nächten und zu summen zu wohnen, mit der da eine Person ist, die ganz viel Platz am Beziehungsleben gerade im Moment anhält. Ich meine, da gibt dann so Konzepte, die vielleicht dann nicht mehr direkt in einer Polyamoreis fallen, mehr echt erinnert den Begriff von Nicht-Monogamie. Das Leute zum Beispiel just zu zweit eine Drittperson daten oder halt zu dritt eine Feiertperson oder Leute, die ganz klassisch swingen gehen, wo es dann just um Sex geht, aber wo das just in Oven das. Und da gibt es sicher noch 100.000 andere Kombinationen. Ich meine, das wichtig ist, dass den sich mit Singen, Partner, Partnerinnen aufschwätzt an Chloras, was die will, an was die andere Person will, was besser sind, und dass den das aufschwätzt, ihr den auf ein Date geht. Absolut an die Beziehungsformen, an Definitionen, an Konstrukte, leue ja alle bei einem Spektrum, wenn es darum geht, wie viel dass die andere Person von Dates und von anderen Personen wissen wollen. Also es gibt ja das Konzept von Parallel Polyamory, das heißt, dass ihr wirklich seht, okay, all meine Beziehungen sind privat und ich zähle Mengen andere Beziehungen und PartnerInnen gut nicht von den anderen Leuten bis zu dem anderen an von dem Spektrum Kitchen Table Polyamory. Das heißt, dass theoretisch all PartnerInnen zusammen könnten und am Küchentisch sitzen und zusammen essen und jeder sich kennt und zumindest gut genug man den eins geht, für dass es ein dramafreien Ofen zusammen geht. Und auch du, dem nur wohin sich auf dem Spektrum orientiert, hängt natürlich auch davon auf, wie jemand Dating umgeht. Was ich vielleicht noch wollte beifügen, ist beim Küchentisch, das ist nicht unbedingt, dass jeder reden soll oder muss etwas mit jeder Rang Hund. Absolut nicht. Das sind just, dass die Leute gut genug man den eins gehen, für sich zu kennen. Und wie gesagt, auch beim Küchentisch zusammen essen. Und das schließt natürlich an, dass sie von denen wissen, und nimm kennen, und ungefähr wissen, wen mit wem was tut. Also, das meine ich schon vielleicht wichtig, das dabei zu suchen oder das extra zu suchen. Okay, wir haben also aufgeklärt, wieso wir auf ein Date wollen gehen. Wir haben aufgeklärt, wie wir zu unseren Partnerinnen oder Partnerinnen stehen. Und aufgeklärt, ja, dass wir wollen auf ein Date gehen. Wir wollen auf ein Date gehen. Eli, du hast am Vorgespräch etwas von Exklusivität oder von vielleicht will ich nicht auf ein Date gehen und da sind trotzdem in einer Polybeziehung gesagt, was tut dummer da auf sich? Genau, vielleicht sind die Lebensumstände gerade so, dass den im Idealfall zu summen entsteht, dass den mal im Moment oder für eine Zeit will exklusiv sind, dass kann sie vielleicht weil Beziehung ganz frisch ist und dem Muller sich will zu zwei sich besser kennenlernen, dann sich auch noch auf andere Personen fokussiert und dann auch einfach mal eine Zeit ist für die enge Beziehung oder vielleicht wenn eine Person gerade krank ist und du vielleicht mehr Aufmerksamkeit braucht oder zum Beispiel in einem Kontext, wo vielleicht eine Person schwanger ist und in sich mehr darauf konzentrieren will und dass dann einfach mal eine Zeit du hast für andere Sachen. Ich meine, da gibt nicht 1000 Gründe und ich probiere nicht all die Gründe aufzuzählen, aber meiner Meinung nach kann das doch legitim sein, zwar Poly zu sein, vielleicht auch in einer Polybeziehung zu sein, aber gerade nicht andere Personen zu daten oder nicht auf Dates zu gehen. Ja, und ich fand noch, dass er doch eine Decision aus der kann für sich selber machen, ohne einen Aufspruch mit einem oder mehr anderen PartnerInnen. Also, du gibt den schönen Begriff von Polysaturation. Das heißt, dass er am Anfang gesättigt ist. Ich meine, es sind aktuell ziemlich auf dem Punkt gekommen. Ich habe im Moment einfach einen gewissen Anzahl an PartnerInnen, denen hier böse machen, ich all kann erfüllen.
und für die ich mal genug Zeit kann machen und am Moment gesehen ich einfach nicht, dass ich an die Dynamik noch kennt, eine zusätzliche Person, eine neue Person raussetzen, ohne dass irgendwie Gift zu kurz kommen. Und ich persönlich will das nicht, weil ich das als unfair gegenüber Menge schon bestehende Beziehungen empfangen. Und ich gebe mich im Moment als polysaturated bezeichnen und hun noch nicht will es in Zukunft noch viel ob Dates mit neue Personen zu gehen. Ja, also ich verstehe dich da ganz gut an ich mengen dat den Faktor Zeit an Zeitressourcen an teilweise auch finanzielle Ressourcen, weil mich vielleicht fortwohnen dat ass einfach etwas was Mat spielt, aber den muss beurchten an mir hun nun mal leider nicht unendlich viel Zeit an dieser Woche an diesem Leben an heinz du muss ihn dann die Decisionen treffen, weil sonst riskiert den halt dat dann jederin zu kurz könnt. Und dann ist glücklich und ich selber dann halt auch nicht mehr. Also ich denke, das ist wichtig für du einerseits mit singen Partnerinnen zu schwätzen und andererseits halt auch auf sich selber zu lauschen und zu gucken, okay, wie voll ist mein Kalender schon. Und brauche ich vielleicht nicht auch mal, heinst du den einen oder anderen Abend für mich lang. Das ist etwas, was ich Liedfrängem gif Roden Molenke an sich zu gehen und da zu gucken, weil das ist auch ganz wichtig für sich in Ofen just mal zu selber können zu beschäftigen und auch von den prinzipiell Zeit also im Kalender hat, den vielleicht einfach für sich selber zu buchen und ja, wenn es dann nicht geht, dann muss der richtige Person da doch ein Date mit ich selber geht, weil dann könnt ihr ob manst so ich kann auf ein Date. Das fand ich ein schönes Konzept und ein immens wichtiges Konzept. Ich werde in Zukunft definitiv so ein ich gehe auf ein Date mit mir selber, wenn ich Alone Time will oder brauche. Joel, ich fand das Konzept mit dir selber auf ein Date zu gehen ganz flott. Und ich wollte dich zwei fragen, seht ihr Unterschiede an einem monogamen Kontext auf ein Date zu gehen oder vielleicht an einem polyamoren Kontext auf ein Date zu gehen? Ich fand Gesprächsthemen, zumindest an Mengenerfahrungen ob nicht monogamen Dates, unterschieden sich einfach immens, weil ich bin immens große Fan davon für das Thema nicht Monogamie so frei unzuschwatzen wie möglich und einfach für schon zu gucken, okay, sind alles Vorstellungen von nicht Monogamie überhaupt kompatibel? Wenn die andere Person mir im ersten Date erzählt, dass sie eigentlich immens streng hierarchisch nicht Monogamie lebt, dann kann ich direkt so, okay, hey, wir können Freunde gehen, aber für etwas nicht Platonisches wird das wohl nicht kompatibel sein. Und ich schwätze niemals gerne mit Leuten darüber, wie sie hier nicht Monogamie leben, was hier Philosophie da ist. Weil den definitiv eigentlich nicht auf einen monogamen Asian Date möchte. Wahrscheinlich nicht. Für mich fängt es doch am Anfang nach 4 Date an, wenn ich nämlich mit meinem Partner, meiner Partnerinnen am Pluriel vielleicht auch darüber schwätzen will, dass ich auf ein Date gehen, vielleicht auch aufgemäht habe, dass ich das zielen, an je nachdem wie eng ist, an je nachdem wie viel Zeit in Madene verbringt, also es sowieso unmöglich für das irgendwie zu verstoppen oder nicht zu holen, weil die Person einfach merkt, okay, du hast einfach in Ofen oder in der Mitte, wo die Person sich nicht meldet. Das heißt, das ist auch etwas, wo ich vielleicht da will, mich selber dafür bereden, und aber auch meine Partnerinnen dafür bereden, für einfach zu sagen, okay, hey, kann sein, dass ich den Abend nicht mehr melden, weil ich mit einer neuen Person ein Date habe und das mir lang geht. Und da will ich vielleicht für verschiedene Sachen ausmachen, was für Regeln oder Boundaries es gibt. Und ja, ich denke, du gibt viel zu schwätzen, was die Sachen, die dir gibt, schwätzen für einem Date. Also mit meinen PartnerInnen, und das fand ich immer mega süß, das hat mich immer mega froh gemacht, so Safety, weil geht ihn dann aber mit einer neuen Person zu schienen und eventuell gerade, wenn ich schon vielleicht mit der Person ob ein Date war und dann die echt nur bei der Person verbringt oder die echt bei die Person hingeht, kläre so Sachen immer im Vierer so, für dass ich mich weiß, ob ich mich lösen und ich so dann noch immer meine PartnerInnen Bescheid, wo ich bin und so dann noch, hey, ich melde mich all 3 Stunden einkehr und so nicht Bescheid, dass ich safe bin, gerade wenn ich bleibe, wir müssen in einer Stadt reisen und kein direkt in mich rundherum ist, einfach für, dass sie sich keine Sorgen machen. Und ich fand das immer jemand safe, auch von meinen PartnerInnen, das bei mir machen, also hey, ich will ein Date, wenn ich mich nur so viele Stunden nicht gemalt habe, dann, wenn ich gelieft, dann selbst geschieht, dann hol die entsprechenden Schritte. Das fand ich immer immens schön. Du hast ja in einem Kontext, wo die anderen sich dann echt für dich freuen
Ich meine, kann auch eins du bis in der Gegenteil sehen, wo, oh nee, die geht auf ein Date, wie wird das sehen? Was für einen Impact hat das auf Eisbeziehung? Sind ich schon los? Welcher los sind ich? Und vielleicht ist es dann auch wichtig, die andere Person können ein bisschen zu beruhigen oder auch während dem können zu kommunizieren, hey, wir machen gerade das und das ist okay und ich denke nun dich und einfach vielleicht auch die andere Person oder Personen anzubannen, auf eine gewisse Art und Weise. Ja, also ich hun dat selber schon mat méi abonnen an mat Manner abonnen erlieft an mat méi Nervosität an Manner Nervosität, woch am Endeffekt immer noch net genau wees, wat da lo am besten firmech ass. Ich hat enker in Owen war den dat wär sowieso eng grandios Idee, die bisschen schiefgangen ass. Wir hatten es nämlich zu zwei, die an enger Beziehung wären irgendwie ausgemet, okay, wir gehen heute Owen gleichzeitig op ein Date, aber natürlich nicht mat nehme jemand jeweils enger anderer Person. Und das eng wunderbar Idee, also an der Theorie so, weil dann muss kein nervös sein, weil ich sitzt auf singem Date. An Herr nur erzähl mal davon, wie flott das wäre. Das Problem wäre just, dass mein Date relativ sehr river wäre. An einer Stunde heim so, also wäre, okay, sitzt nicht heim, schiel, den Date hat nicht geklappt, an die andere Person außer wegen dem Date. Und da sind ich mit allen Mengen Ängsten und Unsicherheiten lang. Und wir hatten es aber irgendwie ausgemacht, okay, wir zählen als relativ viel oder gehen so Updates. Und da kriegst du alle 5 Minuten so Updates. Wir machen das, wir gehen bei die Person heim, wir gehen bei die Person ans Schlafzimmer, wir leiden bei der Person am Bett. Und ich so, okay, ich kann mir vorstellen, was ungefähr passieren wird, du musst mal keine Updates mehr gehen. Ja, also das kann auch schief gehen. Ich meine, du musst ihn einfach ausprobieren. Und ich will auch keinem von der Offroad zu so machen wir einen Live-Ticker. Das ist vielleicht nicht die beste Idee, einen Live-Ticker zu machen, wenn ihr das braucht oder wenn ihr das will, dann kann das auch eine Möglichkeit sein. Also Joel, das klingt so relativ masochistisch. Ich gebe nur so das muss ihn halt ausprobieren oder muss ihn halt rausfinden, was für ihr selber am besten aus oder was sich am besten aufhielt. Ja, ich gebe nicht unbedingt einen Live-Ticker mal aufrufen, mehr vielleicht ich da so paar Mal am Abend halt ein Check-in machen und dann kann ihn sich hier ausmachen und du gehört dann noch eine dritte Person dabei, für zu so, wie viel will ich erzählt kriegen und wie viel darf ich erzählen und wäre das mal wichtig zu wissen. Das klingt doch wie wenn das vielleicht auch einen Impact op den Date sich hat, weil ihn dann aber permanent am Handy ist und dann auch irgendwie aufgelangt ist und sich gut auf den Date konzentrieren kann. Du kannst aber verstehen, dass den sich vielleicht erwartet von einer Partnerin oder Partner, ob ein Date geht, dass den du aber will irgendwie dran existieren oder ob man es dann ja gemenschen kann. Ich meine, das ist eine immens Individualsache. Die Leute einfach muss man den aufklären und wenn das für die passt, dann hast du keinen Mann für das zu jugieren. Für mich persönlich wäre das ein absolutes No-Go, wenn ich den auf einem Date gerne von mir einen Live-Ticker hat. Ich gebe das als eine immens Kontrolle holen und das ist einfach ein Dealbreaker für mich. Aber wenn das aber etwas ist, was die andere Person braucht und was die zweite Person bereit ist, jetzt zu gehen, dann als dat net du mir fir zu jugieren, aber nicht mit einer Person op ein Date gehen, die alle 5 Minuten am Handy ist, wat man unet passt, da weiß ich einfach, dass ich mit der Person nicht mehr auf ein Date gehen oder da zumindest ein KU schwatze und wenn ich Regiments also verguckt sind. Ich meine, du gehtt kein richtig okay falsch, so da muss ein Vollmensch nur singen an nur Sänger Partner innen ihre Böse mal gucken und dann gucken, was passt. Ja, also ich gesehen das auch so, dass einfach muss ich ausprobieren, Rest von der Watt engem gut geht, aber den zu viel nervös möchte an also braucht auch nicht so viele Informationen wie gemengt hat, der bereicht und dass sie vielleicht mehrere Logs von den nicht Live-Ticker kriegt, mehr einfach just ein Update. Ich meine, was viele Leute wichtig ist und wo ich auch gerne immer hören, ist halt einfach zu wissen, dass die andere Person nach weiter gern hört, auf Römer denken aus, so halt so Versicherungen, das fand ich immer ganz schön für das. Da die weiß, okay, auch an dem Moment, wo die Person bei einem Date ist, denkt sie nach irgendwo im Handerkopf mich und denkt daran, mir ein Herz zu schicken oder ein Emoji zu schicken oder irgendwie selbst. Ich fand immer faszinierend, wie unterschiedlich bis mal Leute hören. Also so, ich fand das mega, mega cool, dass dir das hilft und dass du da dann Dinge Beziehungen hörst und so gleichzeitig ist das
ganz weit vor von meiner Realität und ich fand also immer wenn ich mit Leuten die war nicht Monogamie schwatze sind ich fasziniert davon wie unterschiedlich die Beziehungen an die Dynamiken ausgesehen. Und ich meine, das auch etwas, was mit der Zeit andere kann. Absolut. Und andere kann je nachdem, mit wem ich gerade ist und wie die Dynamik ist und was ich gerade im Moment brauche, was die andere Person oder Personen brauchen. Und ja, ich meine, das ist wichtig, da dynamisch zu bleiben und offen zu bleiben, soweit das natürlich auch für ihr selber vertretbar ist. Ja, ich meine, wir wussten all all als Menschen die ganze Zeit und wenn in aus einer Beziehung rausgewusst ist, dann ist das schmerzvoll, aber dann ist es doch besser für einen klaren Strich zu ziehen und wenn die Beziehung nicht andere kann, für den neue Besoin gerecht zu gehen, dann hat sie einfach ein Auflaufdatum erreicht, leider. Mir das ist aber am Anfang einfach Progress und so wie Sachen sich halt entwickeln. Ja, ich denke auch beim Date selber oder halt dem, wie kommuniziert mit seinem Partner, Partnerin oder am Pluriel, hängt einfach davon auf, ja, was für Besoin gibt, an wen sich auch entwickelt oder was für Sachen in sich ausgemäht wird. Und heinz du mir den eben, okay, ich hatte gemeint, der Live-Ticker wäre eine gute Idee und dann mir den, okay, das ist am Anfang überhaupt keine gute Idee. An andere Leute geht es vielleicht komplett umgedreht, die brauchen da vielleicht irgendwann mehr Informationen oder hätte gerne eine Form von Rückversicherung während dem Date oder danach. Ja, das kann sich einfach entwickeln. I mean, das ist ja auch komplett legit, dass sich die eigenen Boundaries verändern, während die andere Person auf einem Date ist. Wenn ihn am Vierer ausgemacht hat, okay, du musst mehrere Live-Ticker und auf einem bestimmten Moment laufen Sachen in Richtung Schlafkummer, dann ist es doch komplett legitim für zu sagen, hey, mach sie, dass du das Spislo und unseren Deal gehalten hast, sodass du mehrere Live-Ticker musst. Aber ich wäre auch froh, weil du ein An von der Berichterstattung kommen gibst und ich gesehen dich an x Stunden oder mal daheim und da kannst du mal am Mosen erzählen, mir so, ich will vom Radio nicht mehr hören. Das ist auch komplett legitim. Weil ich meine legitim fand, dass von den Spielregeln während einem Date an einer Situation an die andere Richtung ändert. Also dass ich etwas ausgemacht oder hey, das ist okay, wenn es nicht Handy bist, etc. und dann B-Moll fragt so, hey, du musst mal einen Live-Ticker machen. Aber ich fand das so keine ganz andere Situation. Was sind da so eher Regeln oder Boundaries, wenn es um eigene Dates geht an Dates von ihren PartnerInnen? Vielleicht wäre es wichtig, als ich mal zu erklären, was genau eine Regel oder was genau eine Boundary oder eine Grenze ist. Ich meine, das ist so ein Frau, in der sich die Geste ein bisschen scheiden. An meiner Perzeption, wenn ein Partner eine Regel möchte, dann betrifft das die Aktionen, die ich nicht in Relation zu meinem Partner kann holen. Von der mein Partnerin ein Boundary setzt, da betrifft das die Aktionen, die ich an der Interaktion mit der Person holen. Also eine Regel wäre für mich, du darfst keinen Sex mit der Person haben. Und eine Boundary wäre, ich will nicht von den sexuellen Erfahrungen mit der Person hören. Das heißt, Boundaries oder Grenzen sind mehr auf sich selber bezogen und Regeln sind echt so Sachen, die in dem anderen verbietet oder wo in dem anderen seht, das völlig nicht. Ich meine, darauf kann immer als ähnlichen. Was für mich wichtig ist, dass ich auch wirklich anhalten kann, ist, dass bei Boundaries oder bei Regeln, mir für anderen bei Boundaries, dass ich verstehe, für was das eine Boundary ist, dass ich echt wie ein Sünder gesehen. Das fällt mir immer schwer, sie anzuhalten, weil vielleicht etwas ist, was die andere Person schwierig findet oder was für die andere Person wichtig ist, aber wo ich nicht unbedingt verstehe, worum es geht, und dann kann man sehen, dass ich mich wieder daran verlieren. Das fand ich interessant, weil bei mir ist es konträr. Boundaries respektieren ich immer, weil Boundaries aus die Mauer, die Person, die meine Boundary gibt, sich selber baut. Und eine Regel, die eine andere Person mir oberlädt, aus eine Mauer mich bauen. Und das heißt, Boundaries finde ich immens einfach für zu respektieren. Ich verstehe sie nicht immer. Mir ist noch nicht gefühlt, dass ich sie muss verstehen, für sie zu respektieren. Und bei Regeln sind ich immens picky. Da sind ich wirklich, du musst mir ein wissenschaftliches Argument machen, für was das die Regel Sinn ergibt, weil sonst gesehen ich nicht an, für was dass du mich so limitieren sollen darfst. Von am Anfang R2-Positionen, auch wenn sie vielleicht ein bisschen konträr sind, noch vollziehbar.
kann mich dem am Anfang anschließen. Also für mich sind meine die wichtigsten Regeln, wo ich gebe so, okay, das sind einfach Regeln, wo man es zu zwei drauf geähnlich tun, dass wir es drin halten wollen, da die wir Safer Sex zu denen haben. An Boundaries, das bei mir vielleicht ist ja dann so, was will ich wie kommuniziert tun, an wie viel Freiraum brauche ich. Das ist etwas, was komisch ist, aber vielleicht ein bisschen paradox klingt, mit dem alle, was ich für drin erzählt habe. Aber ich brauche dann oft ein bisschen so eine Zeit für mich auch, wenn die andere Person auf einem Date wäre. Ich weiß nicht, ob das nur vollziehbar ist, aber irgendwo so, okay, ich muss dich kurz ein bisschen wegstrecken, für dich darum Minuten mich rum zu ziehen. Ich 100 genauso. Also gerade wenn es eine Situation war, die an mir nicht nimmer positiv Gefühle hervorgerufen hat, dann sitzen ich mal verdächtig gerne ein bisschen lang mit den Sachen und gucken, hey, wo könnte das hier an Auswirkungen, Daven, Unsicherheiten an Sachen, die ich mit mir rumdrohen, könnte das hier. Und ich fand, das auch da meine emotional Arbeit hier zu machen und ich brauche mich Ruhe für die emotional Arbeit zu machen. Und wenn dann eine andere Person mat no ass grad die Person op der dann an Bezug geht, da fällt mir dat viel mich schwer fir dat a mat mir selber auszumachen an dann lehrerin ich die emotional Arbeit doch hanst op die andere Person auf, wat ich persönlich für meine Beziehungen nicht will an unfair fanden. Ich fand das spannend, weil das so, also ich bin auch verstanden, dass Mensch wichtig ist, sich selber zu regulieren und die Sachen zu verschaffen. Aber wenn das bei mir der Fall wäre, dann hätte ich einfach schon Lust, die andere Person ziemlich sehr zu sehen und auch zu gucken, irgendwie eine Verbindung zu der Person aufzubauen. Einfach, weil das möchte dann auch gegen versichern, okay, die Person ist noch da. Ich meine, das bist du schon, was du für Drogen so tust, die Versicherungen oder das wissen, okay, die Person nimmt mich einfach immer nach gern, auch wenn das geschieht, auch dass ich das verstehen oder dass das irgendwie auch könnt. Ja, das paradoxerweise ein bisschen beides. Ja. Bei mir meinst ich weiß noch, wenn das so einfach erklären kann, weil das gefühlsmäßig für mich macht das irgendwie Sinn. Ich verstehe aber auch ganz gut, was du siehst, weil das auch oft ein bisschen den einfach du hast. Soll man da mal über das, was wir schon ein bisschen angedeutet haben, nämlich über Safer Sex schwätzen? Ich muss so ein Safer Sex aus den einzigen Aspekt, wo ich Regeln akzeptiere und wo ich so sind so, ja, okay, fair, du machst mal eine kleine Ausnahme mit meiner Philosophie, weil ich finde, gerade nicht monogamen Konstruktor können Krankheiten so sehr riesen und das ist so wichtig, für darüber zu schwätzen, wie eine Barrieren ihn abbauen will. Und dass auch alle Menschen sich daran halten, dass die Barrieren, die ihn aufgeschwärzt wird, angehalten gehen und ihn immer weiß, was für ein Risiko ihn angeht, wenn ihn dann mit einer Person Sex hat. Was können da so Regeln mehr konkret bedeuten? Also für mich mittlerweile also, dass ich wissen will, wann eine Person, mit der ich Sex habe, Sex mit einer neuen Person hat. Ich muss nicht wissen, wie nie, und mit wem, und wie. Mir so am Anfang so, hey, seitdem wir für die letzte Kehr Sex und hast du Sex mit einer neuen Person, aber ja, was du da Barriere benutzt, war das mit einem Ganzkörperkondom oder war das ohne laktischer Kondome? Davon machen ich dann aufhängig, wie eine Barriere ich dann mit der Person benutzen will. Ob ich so ein, hey, du hast lo Risikokontakt, mir die lo Ganzkörperkondom an, oder ob ich so ein, okay, wir benutzen Männerbarrieren. Und ich fand das auch ganz wichtig, für Tasten und Tastresultate zu kommunizieren. Und auch einfach ein offenes Gespräch darüber zu haben, dass Taste wichtig ist. Also ich bestehe niemals drauf, dass meine PartnerInnen, mit denen ich Sex habe und die auch Sex mit anderen Leuten haben, sich regelmäßig tastenlos sind. Ich denke, das ist eine menschliche Philosophie, die ziemlich gesund klingt, am Ende nicht übermäßig streng, aber streng genug, dass sie ihn gesund hält. Ich denke, du musst ihn immer individuell gucken, was ist halt Risikoverhalten auch für mich. Wie oft kann ich mich testen gehen, wie oft will ich mich testen gehen. Ja, was sind noch einfach die Möglichkeiten von Krankheiten, die es kann geben, an wo ein Risiko besteht. Das hängt ja auch ein bisschen davon ab, mit wem man, was für Kontexte, an was für Aktionen, an Aktivitäten so möchte. Und ich fand sogar, wenn man entsteht, keine Barrieren zu benutzen, weil sich vielleicht Taste gelost wird an jeder rezenten
STI-Test vier kann, fand ich immer noch sinnvoll, darüber nur zu denken, welches Risiko für eine potenzielle Schwangerschaft will ich angehen, welches Risiko für eine potenzielle Schwangerschaft will ich vielleicht das meine Partnerin oder Partnerinnen angehen, weil das ja auch einen Impact auf mich hat. Und ich fand, dass ein Gespräch, was den auch ruhig feiern kann oder bei Fall mal darüber nur denken kann. Absolut. Da ging ich da vollkommen recht. Und ich vergesse den Aspe immer liest, einfach weil ich kein Kanner kriegen kann und weil ich auch so als Doppelsicherheit ein Kofferimplantat habe. Für mich ist es so selbstverständlich, dass das kein Thema ist, dass er Sex mit mir irgendeine Kant anspringt. Aber du hast absolut recht und machst sie, dass du das ein erwähnt hast, für die das für relevant ist. Ich fand das doch wichtig, für auch darüber zu schwatzen, einfach, hey, schon die mehr dauerhaft Verhütungsmethoden, also dass Leute entweder auf der Pille sind oder dass Kofferimplantate haben oder dass sie eventuell eine E-Leder-Aufklammung oder eine Vasektomie hatten etc. Also das sind auch Konversationen, die am besten so sehr wie möglich sollte tun. Ganz genau. Also mir Hulo schon geschwärzt, wieso wir auf ein Date gehen, was für Hierarchien es vielleicht gibt an unseren polyarmen Beziehungen. Wir haben darüber geschwärzt, dass wir uns wollen eins gehen, was wir wollen. Und dann gehen wir auf ein Date und zählen unseren Partnerinnen entweder ganz viel oder nicht viel oder ein bisschen oder halt das, was sie wissen wollen davon. Und dafür haben wir uns auch ausgemäht, was wir für Sex wir aufwenden und was wir sonst Regeln wir wollen anhalten. Und dann ist es soweit und ein Date ist vielleicht gut Verlauf. Und dann entwickelt sich da vielleicht eine neue Beziehung. Und dann könnt an so polyarm oder an so nicht monogame Krise immer einen Term ab, über den wir wollen schwätzen, nämlich den berühmten Term von der New Relationship Energy. Was tut das dann da mal auf sich, Robin? New Relationship Energy ist am Anfang ein Term, den die Aufregung an die starken Gefühle von, oh mein Gott, ist sie gerade voll verknallt an eine Person, beschreibt. Jedoch hast du als der rosa-rote Brüll von denen echten X-Maint beschrieben. Das heißt, da sind einfach komplett fokussiert auf die neue Person ist, komplett verläuft und sich alles die drehen, dann den Kopf und dauernd so was, sie verläuft und monogame Beziehungen. Kann das unproblematisch sein, was sich Welt, ob jemand nicht mehr noch um eine Person dreht und nicht monogame Beziehungen mit schon bestehenden PartnerInnen, kann das eventuell zu Problemen führen. Also monogame Beziehungen ist das eigentlich auch just nicht problematisch, wenn das effektiv mit der Person ist, mit der in einer Beziehung ist oder will sein. Und nicht, wenn eine andere Person ist, die vielleicht nicht an der Beziehung ist, während die sich einfach gerade verguckt wird, was ja auch immer im Kopf passieren. Absolut. Auch an monogame Beziehungen, wo New Relationship Energy sich auf die Person bezieht, mit der in einer Beziehung ist, kann es auch problematisch gehen. Aber generell und auch so sozial, so gesellschaftlich, popkulturell als New Relationship Energy und das ist schon immer noch auch für die Person, aber etwas jemand Positives. Da gibt es etwas jemand Positives Porträt heiert, aber geholt. Und an nicht monogame Beziehungen kann das aber zu gewissen Problemen führen. Was für Probleme können dann da auftauchen? Ma ich hatte schon Zeit ugeschwert oder wir hatten das ja schon ugeschwert, dass es eventuell Ressourcenprobleme gibt, aber wenn dann ganz frisch verknallt ist, auf voller New Relationship Energy ist, dann kann es sein, dass den anderen Leute, mit denen auch Beziehungen hat, vielleicht mal vernachlässigt, weil den sich dann mehr konzentriert oder mehr konzentrieren will auf die neue Person. Und das ist natürlich etwas, wo für viele Leute, die nicht Monogamie, die ich ausprobieren, dann aber Angst tun und die vielleicht dann an ihren Ängsten bestätigt gehen. Und ich meine, das ist wie, und das ist Lieblingsthema mittlerweile im Podcast, wie in vielen Situationen ist es wichtig, darüber zu schwatzen und darüber zu kommunizieren, dass jeder so kann und dann noch gehört gehen, wie es sich fühlt, was das vielleicht für einen Impact hat, was die sich wünschen gehen, was ich gerade brauche, was ich gerade will, was möglich ist. Zwei Sachen, wo ich bei mir immer merke, dass wenn ich New Relationship Energy für eine Person habe, dass die zum Problem können gehen und wo ich mich einfach muss ein bisschen rumroppen mit meinen PartnerInnen. Also einerseits
Zeit, da ich dann aber han zu der Reflexion von Schluss und alles Stoner Leute für die neue Person und da muss ich mich aktiv zurückholen oder so. Nee, das ist nicht fair. Du kannst das nicht bringen und ich will mich an der Partnerin auch gesehen und ich kann nicht der rosa-rote Brüll einfach dem nur rennen und alles zur Seite schmeißen und dass ich mal bewusst bin, wie viel ich über die neue Person schwätzen und die Mann viel mit meinen PartnerInnen darüber kommunizieren, wie viel sie hören wollen. Weil ich dann aber Tendenz habe, für hast du ein bisschen an die Wolken zu sehen, ein bisschen an Schwärmen zu geraten, weil es gerade neu und aufregend und auch wahnsinnig anstrengend ist. Und ich dachte dann, will darüber schwätzen und dann mal die echt Leute, mit denen ich will über Sachen schwätzen und hinten von gute Sachen und schlechte Sachen erzählen, sind meine PartnerInnen. Und du musst ich mir dann immer ganz bewusst sehen, dass du eventuell Boundaries sind, die ich nicht will überschreiten. Für mich ist das aber teilweise etwas, was an der Vergangenheit schon ganz positiv war, weil die New Relationship Energy dann gemacht hat, dass ich mich gut fühlen und verliebt fühlen, aber auch einfach am Allgemeinen gut an Frau spüren und dann auch mit anderen PartnerInnen mehr präsent war, und mehr froh war und dadurch einen positiven Impact dann auf all meine zwischenmenschliche Beziehungen hat und auch so auf mein Leben, dass ich vielleicht mehr Lust hat, Sachen zu machen, mehr Energie hat und dass dann sich jeder Rang gut getan hat. Hoffentlich mal. Ja, das ist fair. Lo, wo du es siehst, das habe ich auch schon gehabt. Und was ich auch schön fand, wenn meine PartnerInnen New Relationship Energy haben, ist schon da nicht so viele Boundaries. Das heißt, ich höre ganz gerne über die neue Person, was sie mir erzählen wollen. Und ich fand das immens live und schön von meinen PartnerInnen so glücklich über den neuen Schwärmen. Und ich fand auch immer, dass das den irgendwie mir nur bringt. Also für mich persönlich ist das so etwas Wertvolles, dass ich so etwas nicht muss für meine PartnerInnen verstoppen, aber dass ich das mit ihnen teilen und sie darum holen lassen, was sie das wollen. Und das ist einfach so ein ganz anderer Zucht von Intimität, auf Vertrauen, auf von lebt, die ich einfach monogame Beziehungen nicht erlebt habe und die mich immens froh macht. Das ist, was du beschreibst, als die Gegenteil von Jalousie, der echt so Richtung Compassion, ja, sich dann mit einer Person mit zufrieden über etwas Positives, was gerade an denen hier im Leben geschieht. Schön. Ich meine, das ist ein guter Schlussgedanken. Dann gebe ich so nicht zwei Merci für die schöne Diskussion. So also Nullausstraherinnen, merci für Nullausstrahen. Dir könnt ihr Stelle brett machen für euren nächsten Date, da dann auch demnächst hoffentlich New Relationship Energy verspürt und sie positiv benutzen könnt, für das Leben besser zu machen. Klingt ein bisschen nur New Age, mir wahrscheinlich auch einfach wie es dem New. Okay, dann ciao und schauen nach einer Rubrik. Adi. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. How to. Eine Aufweisung für den Gebrauch. How to. Liebeskummer. Liebeskummer. Die meisten Leute sind an ihrem Leben irgendwann davon betroffen. Viele haben auch schon mehr oft an ihrem Leben ein gebrochenes Herz. Zum Beispiel nur einer Trennung, wenn ihr unglücklich verlebt ist oder wenn ihr lang von der Person, die ihr gern hört, getrennt ist. Et kann ihn an all Alter all Lebensphasen Liebeskummer holen. Und das ist ein Gefühl, was echt zu holen ist. Weil Liebeskummer eine Form von emotionaler Ping, die nicht zu unterschätzen ist. Dafür ist es sinnvoll zu wissen, wen du damit umgehen kann, und wen andere Leute bei Liebeskummer unterstützen kann. Was für Strategien gibt es, die bei Liebeskummer helfen? Einerseits gibt es durch Strategien, die in echter auflenken. Wie zum Beispiel etwas mit Freunden holen, an die Kino gehen, tanzen, Sport machen, essen gehen, kochen, zocken oder spielen, vielleicht auf ein Date gehen, ein neues Hobby aufhängen, lesen, eine Serie gucken oder einen Ausflug machen. Diese Strategien sind wichtig, für zu merken, dass ihr immer noch Spaß und Freude am Leben hat, dass es Personen und Sachen gibt, die das Leben erfüllen. Auch wenn ihr Liebeskummer habt oder trotzdem, dass die Person, wenn es der Liebeskummer hat, nicht mehr Teil von dem eigenen Leben ist. Das Moment ist wichtig, für zu merken, dass ihr noch eins zu Liebeskummer kann, ganz ein bisschen oder auch mehr vergessen.
Und dann gehen Strategien diesen echt der Gegendeel. Die machen, dass wir uns mit dem Liebeskummer an unsere Gefühle konfrontieren. Zum Beispiel drüber zu schwatzen, zu kreischen, spazieren zu gehen, zu meditieren, vielleicht doch Sport machen oder tanzen, Tagebuch schreiben oder ein Brief, etwas Kreatives machen wie basteln oder malen. Die merkt schon bei der Abzählung, Mundstrategien können sowohl auflenkend sein, wie auch oder gleichzeitig machen, dass ihr Gefühl fehlt. Das schließt sich nicht unbedingt gegenseitig aus. Mir mein Tipp wäre trotzdem, fand eine Balance zwischen den Strategien, wo der erst auflenkt, und zwischen den Strategien, wo der Gefühl fehlt. Hier noch eine kleine Umwirkung zu den Gefühlen fehlen. Wenn ihr Liebeskummer habt, habt ihr eine ganz Palette und unterschiedliche Gefühle, die ihr durchlebt. Das können sein Roserei, Panik, Angst, Trauer, Peng, Erleichterung, Enttäuschung und so weiter. All die Gefühle sind normal. Und auch, wenn sie die ganze Zeit in anderen und immer herumkommen. Es kann ich nicht so gut als Chance gesehen, die ganze Palette von den Gefühlen kennenzulernen. Zu gucken, welche Gefühle hast du denn Haut drin? Noch ein letzter Tipp zu den Strategien. Ich erkläre das mit einer Metapher. Wenn ihr seine Liebeskummerstrategien nicht aufwisselt, an Alltag nimmen zum Beispiel sich mit Freunden auflenkt oder den ganzen Tag nimmen kreisch der Schockler ist, dann ist es wie wenn ihr nimmen einen einzigen Ton spielt die ganze Zeit. Wenn ihr Strategien aufwisselt, dann spielt ihr eine Melodie. Trägt ihn auf unterschiedliche Tasten. Für zu wissen, was die unterschiedlichen Töne und Tasten sind, könnt ihr erst Englisch schreiben. Ob ihr da auch könnt zurückgreifen, wenn ihr mal nicht weiter wisst. Englisch, wo drauf steht, zum Beispiel in Urufen, ein Rundumtal spazieren gehen, ein Glas kaufen, Sport machen und so weiter. Wenn da eine Person kennt, die Liebeskummer hat, an diese schwer Date oder auch einfach so, könnt ihr auch mit hier zusammen so Englisch schreiben. Für was funktionieren Mundstrategien gut, und Mundstrategien nicht so gut? Strategien, die gut funktionieren, sind meistens die mit dem Stress vom Liebeskummer umgehen. Stress ist eine körperliche und emotionale Reaktion an unserem Nervensystem. Wenn wir gestresst sind, ist unser Nervensystem so abgedreht, dass gar nicht mehr geht. Für den Stress loszugehen und in Bewegung zu bringen, gehen ein paar Sachen, die besonders effektiv sind. Damelie Nagoski nennt das aus seinem Buch Burnout Ways to Complete the Stress Cycle. Was ich kann machen, für den Stresszyklus aufzuschließen und so den Stress aus dem Körper zu kriegen, ist erstens Bewegung. Etwas mit dem Körper machen hilft oft am besten. Zum Beispiel sich strecken, tanzen, sich ausrüsseln, Sport machen oder auch die Muskeln 20 Sekunden fest ausspannen und darum loslassen. Andere Sachen, die ihr machen kann, sind zum Beispiel Atmen. Für allem Bauchatmung, aber nicht lang ausatmet. Eine Übung wie hier, ab 5 zu zählen anzuatmen, dann 5 zu zählen den Atem anzuhalten und dann ab 10 zu zählen den Atem auszulassen. Und dann für 4. Etwas, was nachhilft, ist Kreischen. Aber nicht nur Kreischen, auch Lachen komplettiert den Stresszyklus. Außerdem hilft sich Zuneigung sichern, das kann emotional sein oder auch körperlich, bei zum Beispiel mindestens 20 Sekunden im Abend gehen oder 6 Sekunden einen Kuss kriegen. Und auch Kreativsachen wie Malen, Zeichnen, Schreiben oder Musik machen können Art und Weise sein, mit denen ihr den Stresszyklus fertig möchtet und sich dann noch besser fühlt. Was hilft mittel- oder langfristig oft nicht. Das sind Strategien, die zwar viel Leute machen, aber nicht unbedingt hilfreich sind. Das wie zum Beispiel Alkohol, Drogen oder Verdrängung. Auch wenn das heinst du an kurzfristig kann eine gute Strategie sein, also es langfristig nicht hilfreich, Sachen zu verdrängen, regelmäßig viel Alkohol oder Drogen zu konsumieren und so das Gefühl nicht zu fühlen. Wie weit das nicht funktioniert, das ist ganz einfach. Gefühle, die ganz viel unterschiedliche Gefühle, die wir haben, gehen nimmer fort, weil ihnen sie auch fehlt.
et gëtt effektiv kein weder lacht, syst weder durch. Wann ihr dat méi interessiert, können der heize auch Rubrik eng gut froh Gefehler fehlen, nur lausren. Je nachdems, wat fir Gefehler inholt, brauche ich natürlich unterschiedliche Strategien. Bei Roserei brauche ich zum Beispiel wahrscheinlich etwas anderes wie bei Verlosenheitsangst. Verdrängungsstrategien können dazu führen, dass sie sich an denen langfristig nicht hilfreiche Strategien verfängt. Und auch da dann immer nehmen den selbst den Ton spielt, den einem wahrscheinlich meistens auch noch nicht so gut geht. Außerdem feiert Gefühle nicht viel dazu, dass sie sich nicht emotional zum Beispiel mit der Trennung auseinandersetzt und ihn immens lang sich innerlich am Anfang noch nicht von der Person getrennt wird. Du kannst natürlich die allerbeste Strategie von der Welt tun. Es gibt ein Secret Ingredient, den ihr nicht so wirklich an der Hand hat. Zeit. Die meisten Wonnen brauchen Zeit für zu heilen, und du musst ihn heinz zu üben, Geduld mit sich zu haben. Oder auch mit den Leuten rundherum sich die Liebeskummer haben. Ein anderen Secret Ingredient, den ihr ein bisschen mehr an der Hand hat, ist Beziehung zu sich selber stärken. Mach Sachen, die dir selber gut dienen. Mach Sachen, die neue Aspekte von dir an den Vordergrund stellen. Und nicht dir noch Sachen, die aus der Ex-Beziehung oder unter Ex-Person gut von tut, und Beziehung mit sich selber heranholen. Zum Beispiel, wenn die Ex-Person oder wenn sie zusammen gerne gebastelt wird. Oder wenn die Person sich immer an Geburtstag von der Freundin erinnert wird. Oder immer immens gelose war an den Dat bewundert wird. Dann kann ihr probieren, das Qualitäten an sich selber zu finden und zu stärken. Und dann, mit viel Zeit, am meisten auch mit mehr oder meiner Arbeit, geht Gott sei Dank auch all Liebeskummer, nur per Dich, Wochen, Monate oder oft sogar Jahren rüber. Gefühle fangen nur mal intensiv zu gehen. An einer Trennung können die meistens irgendwann zu einem mehr differenzierte Bild davon, was sich von einer Beziehung halten will, was den unter Person gern hat, und was vielleicht zu einer Beziehung auch nicht so gut gepasst wird, und für was den sich dann auch getrennt wird und das auch gut war. Bis dahin wünschen ich euch hoffentlich auch ein bisschen Spaß auf der Achterbahn von der Gefühle und beim Liebeskummer Melodien erfahren. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreibweis auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet und ihr das mehr annehmen nennen. Über Feedback freue meist immer. Ihr fand Mayway Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sax, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung vom Ministerium für Education, Kanner und Jugend. Und mit freundlicher Unterstützung vom CESAS, dem nationalen Referenzzentrum für die Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Dem Ministerium für Education, Kanner und Jugend an den CESAS gehen alle Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.